Es ist Zeit für ein Duell, liebe Freunde, und damit willkommen zurück hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Cards. Immer noch im Turm von Yggdrasil unterwegs. Sind wir immer dabei, unser Deck ein bisschen auszutesten. Und ja, also im netten Zug haben wir da mit Goyo-Wächter schon ein bisschen was gerissen. Aber im Großen und Ganzen ist das Deck einfach noch viel zu langsam. Aber das werden wir hoffentlich in den nächsten paar Duellen noch ein bisschen beheben können. Unser erster Gegner ist, wie es aussieht, Blister, wa? Der scheinbar gar nicht kämpfen will. Was willst du? Tut mir leid, aber ich bin bei diesem Turnier nicht dabei. Also vor langer Zeit. Ach egal, das ist keine Geschichte für jemanden, der noch Träume hat. Ich wünsche dir viel Glück. Peace, Mann. Dankeschön, was war das gerade? Das war alles? Eine schwache Leistung. So, mein Ziel ist Angie, Monsterhandel, okay. Mein Ziel ist dieses Duell jetzt hier, oder vor allem diesen Part mal, den Sternstabdrachen zu rufen. Bin mal gespannt, ob das so funktioniert, wie ich es mir hoffe. Dann bitte ein bisschen zurück. Ja, ich kann mich noch nicht aufwärmen. Ist es jetzt ein Mann oder eine Frau? Weil Angie ist ja eigentlich ein Frauenname, oder? Von Angela. Gibt es auch eine männliche Version? Wusste gar nicht. Egal. Schere, Stein, Papier und das ist ja toll. Alter, anfangs nur immer gewonnen, jetzt verliere ich die ganze Zeit. Was wird doch los? Zeit für ein Duell! Synchro 1 gegen Monsterhandel. Das klingt nicht gerade neuzeitlich. Egal, ist aber für ein Deck. Oh. Eine neue Zauberkarte, geil. Und wir haben noch Zaborg, den Monarch der Vincent sage ich schon, das ist ein anderer. Entschuldigung. Monarch des Donners natürlich. Nun gut, dann ziehen wir mal, wa? Rückkehr des Kriegers, sehr schön, sehr schön. Ja, noch überlegt etwas anderes. Wie kann ich eigentlich hier mal den hier rufen? Sternschattratet, 8 Sterne. Wie komme ich denn auf die Zahl? Eine gute Frage. So, aber erst einmal setzt mal ein Monster verdeckt im Verteidigungsmodus. So, was mache ich dann? Und setzt eine Karte verdeckt. Den Gegner ein bisschen zu ärgern. So, Angie, dein Zug, oder Angie, oder von Angina? Ich habe keine Ahnung. Nee. Ach du Scheiße. Oh. Ja, danke schön, ihr kriegt Schaden. Aua. Du bist ein Arsch mit Ohren, ey. Boah. Ja, natürlich ein toller Anfang. Das ist wieder mal verarschen? So. Gibt's nicht. Oh, letztes Angebot. Jetzt ist es langsam richtig lustig. Nun gut, ich rufe gebieterische Ritter im Angriffsmodus. Tja, komm, jetzt kannst du selig werden. Das ist eine besondere Fähigkeit, können nämlich alle Monster auf dem Feld 400. Quatsch, 400. Doch, sind 400. Oder? Doch, stimmt ja, genau. Kriegen alle Krieger auf dem Feld 400 Angriffspunkte zusätzlich. Also natürlich nur auf meiner Seite des Spielfelds, ganz klar. Na, dann wollen wir mal. Gebieterische Ritter. Was ist das für ein Monster? Sasuke Samurai Version 3. Das kann man schon hinzufügt. Zieht dann Gegner Karten, bis er 7 Karten aus seiner Hand hält. Lass mich raten, seine verdeckte Karte wird das irgendwie ein bisschen umkehren, kann das sein? Weil sonst wäre es ja, also, es wäre idiotisch von ihm hoch 1000. Aber egal. Kriegerlady, greif an und vernichte sein Monster! Tschüssikowski, gebieterischer Ritter, direkter Angriff auf seine Lebenspunkte. Das muss der kommen. Das gibt's nicht, hey, die Sündenböcke, ja Halleluja. Joey Wheeler lässt grüßen. Von mir aus muss natürlich alle platt machen. Und das war Nummer 1. Das kann eine Weile dauern. Egal, jetzt noch ganz kurz eine zweite Karte verdeckt. Und mein Zug ist beendet. Tja, was macht man da, Leute? Och nö. Nee, muss das sein? Nein, meine verdeckte Zauberkarte. Nein, mein Drachenseelenschwert. Hä? Ach du Scheiße. Also komplett bescheuert bin ich ja nicht, wa? Also, ehrlich. Ja gut, in meinem Monster ein bisschen Punkte. Aua. Das war zwar klar, aber ganz ehrlich, das bringt sowieso nichts.
Den hat einen großen Fehler gemacht. Oh, Schildstoß, ganz geil. Sagt Tschüssikowski, seinem vergehten Monster. Hasta la vista, Baby. Was ist das überhaupt? Pilzmann Nummer 2. Pilze, egal. So. Zeit für die Kampfphase. Und zwar greift seine Kriegerlady der Einöde, beziehungsweise meine an. Und deswegen wird natürlich die Fähigkeit auch auf meiner Seite des Felds aktiviert. Da ist es ewig, was? Nämlich kommt jetzt das Monster auf meine Seite. Dann wollen wir mal, was rufe ich jetzt hier am besten? Nee, den nicht. Wenn ich nämlich per Normalbeschwörung rufen. Ebenschwerkämpfer. Oh, ja, durch einen Effekt. Alter Schwede. Geschützturmkrieger? Nee, wir sollen das Tribut anbieten. Sag mal, wo ist mein Grümpelsynchronisierer hin? Ich glaube, es nur bei Erdmonstern. Och nö, scheiße. Das ist natürlich ein bisschen doof. So, Elfenschwertkämpfer, vernichte sein verdecktes Monster. Wieder einmal. Ganz ehrlich, genau, kann sein Erdmonster vom Typ Krieger mit einer Art... Die Kriegerlady der Einöde, die nervt mich ein bisschen. Die ödet mich an. So. Komm zurück. Auf meine Hand. Noch ein Monster rufen? Natürlich kann er das. Und ich rufe diese Karte verdeckt im Verteidigungsmodus. Ja. Will ich sie ein bisschen triggern, wa? Mal gucken, wie klug denn eigentlich jetzt die KI hier so ist. Ja. Der ist intelligent wie sonst was. Oh, Menschenskind, hey. So, ich zieh mal wieder. Feinkontrolle. Das könnte eine hässliche Angelegenheit werden, aber egal. Erstmal opfere ich meine Kriegerlady der Einöde und rufe Sabok, den Monarch des Donners. Sagt Tschüss, dann verdeckten Monster. Hasta la vista, Angie. Boom, Fallera. Und jetzt, Freunde, wird's Zeit für meine Zauberkarte. Feinkontrolle. Tja, Sünbock. Das war's für dich, war jetzt ein Angriffsmodus und daher kann natürlich deine Angriffspunkte also nutzen, um Angies Lebenspunkten gehörigen Schaden zuzufügen. Tja, denn 0 ist natürlich 0. Und dadurch ist die Differenz einfach nur grenzenlos. Naja, fast egal. Elfenschwertkämpfer. Und jetzt natürlich auch noch mein gebieterischer Ritter. Tja, Angie, ich glaube, das ist eigentlich mal genug Strafe für einen Part, oder? Für einen Zug natürlich. Und deswegen ist mein Zug beendet. Keine Chance mehr, ganz ehrlich. Gut, meine magische Steilung kommt natürlich auch ein bisschen fehl. Die ganze Karte auf der Hand. Ich meine, jetzt ein Geier des dunklen Windes wäre jetzt so geil. Ja, was muss der kommen? Ach, egal. Packen wir schon. Und ich ziehe und... Singen kann man vielleicht sagen. Empfängen wir uns natürlich, aber nee. Wie könnte es anders sein? Ja, was soll's? Sabok, Monarch des Donners! Weg mit ihm! Mit Sasuke Samurai Level 3 und das Duell ist vorbei, liebe Angie. Hier kommt der Doppelangriff meiner Krieger. Und die Mucke, die ich da hab. Und ich natürlich sowieso gewonnen. Yeah, man. So. Auf ein paar viele DPs, weil ich ziemlich schnell gewonnen habe. Aber nee, Alter, ist eine Weile dauern, bis wir da wieder viele coole neue Karten bekommen. Scheinkleister. So, jetzt, ich hatte dich fast. War ich ein einfacher Gegner? Sag doch sowas nicht. Tschüss. Arsch. Egal, aber nichts. Was gesagt? Nö. 1 AP. Ist klar. So, gleich nochmal. 3 AP. So, muss langsam reichen. Also gehe ich mal nach unten. Warte, zum gucken, was eigentlich hier ist. Figaro. Wegkreuzlein. Oha. Das könnte interessant werden. Keine Zurückhaltung? Gut, dann duellieren wir uns. Figaro. Oh, meines Kind, hey.
Okay, ene, mene, mu und raus bist du. Bäh. Yeah! Psychologie for the win! So. Jawohl mal, es ist Zeit für ein neues Duell! Könnte durchaus schlimmer sein. Nun gut, dann sehe ich mal wieder, wie immer. Oh, Starrschaubenigel! Wir haben natürlich einen Friedhof lieber. Aber spielte keine Rolle. So, dann setze ich mal ein Monster verdeckt im Verteidigungsmodus. Haha, die Verteidigungspunkte geil. Und diese Karte hier verdeckt. Moment, da kann ich rufen. Wenn ein Gegner 2 oder mehr Monster... Was steht da? Wenn ein Gegner 2 oder mehr Monster mehr als... Also, ja, stimmt ja. Mehr oder mehr als du auf dem Spielfeld hast. Genau, gut. Jetzt kommt der Figaro, Alter. Das kannst du nicht bringen, ey. Nein, ihr Drillroy, bist du wahnsinnig? Spinnt der komplett, nicht Drillroy, nein. Ich kann es wagen, Drillroy zu spielen. Mein schöner Ritter. Wie kann er mir nur so etwas antun? Ach, was soll's. So, dann zieh ich mal. Finsterer Resonator, geil. Moment mal, was ist das denn? Nein, Stufe 6, das ist nicht Stufe 5. Alter. Warte mal, wenn ich jetzt den, dann habe ich 5, brauche ich noch 3. Damit gehen nicht mehr zusammen. Nein. Egal. Ruf mal das mal ins Verteidigungsmodus. Greif nur an, greif nur an. Letztes Angebot würde ich nämlich gerne eher so als Backup spielen, falls 2 Monster hat. Dann zerstört er das. Gut. Dann rufe ich nach einem feindlichen Mega Cyber und dann geht's echt richtig ab hier. Petroid. Hä? Wann jetzt? Der ist echt dümmer als ein Stück Brot. Achso! Oh. Mein Fehler, Entschuldigung, ich habe ganz vergessen, dass Drillroy-Effekt ja vorher aktiv ist. Entschuldigung, hier kommt letztes Angebot. Kostet mir zwar 500 Lebenspunkte, aber das spielte keine Rolle, denn nun kann ich meinen Stachelschraubenigel im Verteidigungsmodus rufen. Jupp. Versuch's doch mal. Nur zu. Na denn, na denn. Wie lange Zeit, Leute, das Duell auf eine nächste Ebene zu bringen? Ich ziehe. Und eine Zauberkarte. Na, bravo. Geht doch. Aber als erstes rufen mal den feindlichen Mega Cyber. Servus. Na, was geht denn so ab, Leute? Gut, wenn ich jetzt den rufe, kann ich einen Stufe 5 Monster rufen aus meinem Deck. Also hier raus, aber habe ich gar nicht. Doch, der magischen Android, aber... Nee, ich will einen Sternenstabdrache haben. Verdammt, wir machen das jetzt am besten. Der hat Stufe 2, dann macht nachher 5 und 7. Es geht einfach nicht auf. Es geht nicht auf. Was soll's? Kampfphase, komm schon. Mega Cyber vernichte sein Drillroy. Und jetzt? Hä? Neue Karten? Wieso? Ich verstehe jetzt gerade den Effekt nicht. Was ist das für eine Karte? Superladung. Wenn der Gegner einen Angriff deklariert und die einzigen Monster an der Seite vom Typ Maschine sind, dann kann Name Roid Entail. Ziehe zwar kann man dann weg. Achso. Wieso ist das gemein? Nun gut. Was mache ich jetzt noch? Jetzt bin ich mal fertig fürs Erste. Du bist dran. Mein Unterweltler Mega Cyber, der ist voll cool. Och, nur nicht Super Roid. Nein, nicht der. Den kann man doch direkt angreifen. Ach, der Scheibenkleister. Da bringt natürlich auch das nichts mehr. Oh, oh, Alter. Tja, aber er weiß nicht, dass ich einen Sasuke Samurai habe. Wobei, der liegt nur bei verdeckten Karten, oder? Ja, bitte nicht.
Oh, noch eine verdeckte Karte. Oh, das könnte übel werden, Leute. So, dann sehe ich mal. Was mal Schönes. Saarburg. Das ist Hammer. Da könnte zumindest mal. Ja, genau, verdeckte Verteidigungsposition angreift. Sofort durch diesen Effekt. Was machen wir jetzt? Saarburg lasse ich mal noch. Und greife an mit dem Mega Cyber. Vernichte sein Submarine Void. Bitte. Yeah! Hey, was setzen denn jetzt ständig für Karten hier? Synchromonster oder Fusionsmonster, nicht schlecht. Egal, ich bin aber fertig fürs Erste. Komm schon, ich brauch mehr Karten für mein Nachladen. Du. Das muss schneller gehen. Na groß, das kann eine Weile dauern. Gut, dann sehe ich mal wieder. Mein Elfenschwertkämpfer. So, aber gibt ja auch leider nur... Das klappt einfach nicht. Das gibt's nicht. Nachladen wirkt bei allen Monstern, wa? Ja, schwierig, was machen da? Ich riskiere es, wa? Ich riskiere es, ich rufe Sasuke Samurai! Im Angriffsmodus. Na dann, mein tapferer Sasuke Samurai, greift sein verdecktes Monster an. Los geht's! Verdeckte Schlitzattacke! Es leben die Krieger über die Void Machine. Das Deko Void, eine Dekoration bloß, ich sehe es auch. So, Mega Cyber, vernichte sein Pet Void. Sein Tiervoid. Ja, fast. Das andere jetzt noch mit E, statt mit A, aber ist egal. Was? Truck Void? Okay, Maschinenwesen, Panzereinheit. Ein anderes Rufen, okay. Das sehe ich ja ein, aber trotzdem mein Zug mal fürs Erste beendet. Komm schon, greif an, greif meinen Sasuke an, dann benutze ich da mein letztes Angebot und rufe Saarburg dafür und vernichte ein Monster. Wäre eine coole Strategie, oder? So an und für sich, so, ja. Und natürlich nicht, wenn er nicht mitspielt. Oh, was ist nur ein Fehler, ey. Krieger Lady Einöd ist aber eine Stufe 4 Monster, Mensch. Das gibt's ja nicht, hey. So, Sasuke Samurai vernichte wieder mal sein verdecktes Monster. Gib dein Bestes. Tschüssikowski. Was gerade, das war Ambulance Void. Ja, die Ambulanz braucht auch bald. Mega Cyber vernichte sein Monster. Sein Truck Void. Nein, verdammt. Nee, aber kann ich natürlich nicht die Karte aktivieren, war ja klar. Hallo, Kampfphase? Was zum... Achso, ja, da steht es nicht, wenn man eigene Kampfphase, dankeschön. Ja, ist ja auch egal, sondern den rufen. Prinz Resonator, wieso eigentlich nicht? Dann rufe dich mal im Angriffsmodus. So, ich weiß, ich kann es bereits machen und den auch zurückrufen. Dann hätte ich aber bloß eine Stufe 7 Monster, das ist mir noch ein bisschen zu wenig. Deswegen wende ich jetzt mal meinen Zug. Und gucke mal, ob meine Strategie überhaupt aufgeht. Sie müsste eigentlich. Ja, er spielt mitten endlich mal. Also dann letztes Angebot, aktiviere dich. Jupp. Einmal reicht, dankeschön. Und nun rufe ich Saarburg, den Monarchen des Donners. Sasuke Samurai, verschwinde und mach Platz in meinen allmächtigen Monarchen. Das ist die Power von Michael Synchro Nummer 1 Deck. Tja, so viel dazu, was? Haha. Du das hat nichts gesagt. Der Typ regt mich auf, ey, das glaubst du einfach nicht. Das geht's nämlich endlich mal einen richtigen Rufen. Geht ja. Ich kann ihn rufen, ich habe...
Was denken die die ganze Zeit überhaupt? Aber ist egal. Ich aktiviere nochmal nach. Soll ich jetzt schon Nachladen spielen? Noch ein bisschen früh, oder? Vor allem magischer Abfluss ist eigentlich so eine starke Karte. Wisst ihr was? Ich lasse es mal. Und stattdessen wird Zeit für eine Synchrobeschwörung der extra klar. Wobei. Nee, ich weiß, ich habe noch ein paar Synchromonster entdeckt. Empfängermonster natürlich, das reicht schon. Also gut. Es wird Zeit. Kannst du gerade den rufen? Moment, am Spielzug kannst du die Kampfposition in einem offenen Monster sein und das der Gegner kontrolliert. Modus. Das Monster ist schon noch geil, rechnet Ritter Pascha. Aber erstmal später. Jetzt kommt erstmal Sternstaubdrache zurück. Denn nun stimme ich meinen Friedensresonator auf Zaborg, den Monarchen des Donners ein. Und rufe den mächtigen Drachen der Sterne. Yeah! Da ist auch schon Sternstaubdrache ist back. Nun dann, Sternstaubdrache, zeig, was du drauf hast. Vernichte sein Monster! Mit Sternexplosion! Yeah! Und er kann es nicht kontern, er hat keine Chance. Das war's, aber mal zu Chatroid. Natürlich ruft er jetzt den nächsten, Gyroid. Der kann aber auch nerven. So. Hat eine Main-Phase, dann spiele ich mal noch eine Karte verdeckt. Und beende meinen Zug. Ich habe ja theoretisch noch eine gute Strategie auf Lager. Tja, theoretisch, ob es auch funktioniert, werden wir gleich schon mal sehen. Noch eine Karte verdeckt, ist klar. Nun gut. Da bin ich wieder mal dran. Spalt! Genau die Karte, die ich gesucht habe. Ganz geil. Die Zauberkarte Spalt wird ein Monster einfach mal vernichten. Und damit ist natürlich auch mal eine Zauberkarte hier aus dem Weg geräumt. Der Effekt hiervon wirkt nur, wenn ich das Monster im Kampf zerstöre und nicht so halt durch Zaubereffekte. Nun dann, Elfenschwertkämpfer, komm und zeig dich. Jemand, ganz geil. Es geht los. Elfenschwertkämpfer, greif ihn direkt an. Mit linkischer Schwertattacke. Mal ganz ehrlich, das sieht wirklich aus wie Link mit dem Helm drauf. Und auf ein neues Sternstaubdrachen-Explosion. Nein! Oh. Wir haben nichts, was er kontern kann. Scheibenkleister. Angstzylinder ist so eine üble Karte, hey. Alter, okay, mein Zug ist beendet. Boah. Das erinnert mich an was, Freunde. Ich kann noch erinnern, wo ich mal von ein paar Parts mal davon erzählt habe, wegen, ja, damals Yu-Gi-Oh! Online 1 und 2 Zeiten war es also üblich, so OTK-Stacks zu haben, sprich One-Turn-Kill. Das heißt also, dein Gegner einen Zug vernichtet. So, kommen wir dazu. Oh. Nee, ohne mich, Kumpel, ohne mich. Magischer Abfluss aktiviert. Scheiße. Oh. Nein, Sternstaubdrache, das geht's nicht. Mein geliebter Drache. Nein. Und tschüss, ja, dankeschön. Wo ist mein Drachewutsch? Tja, sagen wir mal dazu, ja. Ja, wie bereits erwähnt, damals war es halt noch so üblich, so OTK-Decks zu haben, One-Turn-Kill halt. Die haben dann meistens so ausgelegt, dass der Gegner halt einen Ultradrachen gerufen, also sprich halt einen blauäugigen Ultradrachen, ganz klar. Und er hat halt, wie wir wissen, einen Angriffspower von 4500. Mit Metamorphose machst du halt schnell mal 9000 draus, sprich, wenn du halt, vor allem einen Zug halt, bist du direkt mal erledigt. So. Dann gab es teilweise Situationen, wo ich anstatt Kuribo auf der Hand auch mal so einen magischen Zylinder auf dem Feld hatte. Ja, da hat der Gegner auch schön mal ein bisschen geärgert, weil natürlich so ein starkes Monster rufst und denkst, ja, der Gegner ist down und so. Tja,
Und jetzt einmal so ein magisches Lind ein, schickst einen Angriff zurück aus seinen Lebenspunkten. Und er kriegt die ganze Wucht von 9000 Angriffspunkten zu spüren über. Das ist schon eine weitere Pille. So, Endphase. Und Sternstaubdrache, will ihn zurückhaben. Ist aber keine Monsterreanimation im Deck. Mensch. Ja, toll ankriegen nach dem anderen. Ist natürlich auch schön. Egal. So, auf Monster-Deck im Verteidigungsmodus. Und gleich mit dem Rest hier von mit meiner Kriegerlady. Natürlich meinem Schwertkämpfer. Oh je, oh je. Mein armer Drache. Aber seht es mal, Leute, ihr könnt die beste Strategie haben, ihr könnt alles Mögliche machen. Es kann doch so schnell das Blatt sich wenden, das ist einfach unglaublich. Aber trotzdem werde ich gewinnen, obwohl es ziemlich ausgeglichen ist. Also zumindest mal von Lebenspunkten her, aber die Feldkontrolle habe ich wohl eher ich. Oh. Verdecktes Monster sind natürlich sowas Übles. Mal gucken, was habe ich zum Ziehen hier. Ich weiß, ich habe so ein Schwein, hey. Ich spiele Schildstoß. Das ist halt das Herz der Kartenfreunde. Tja, Kumpel. Es ist vorbei. Elfenschwerkämpfer. Beende das Duell. Mit keltischer Schwerthiebattacke. Und wieder mal gewonnen. Ja, auch wenn es ein bisschen lame war, zugegeben. Naja. Boah. Alter, was ist denn das? Also Stufe Hochbonus, Tributbeschwörungsbonus, neuer Bonus. Ja, das macht halt schon was. Was Stufe Hochbonus? Was ist denn das für einer? Kann ich gar nicht. Achso, weil es vermutlich Sternstaubdrache mein erstes Level 8 Monster war, deswegen. Aber egal. So, wieder mal gewonnen. Tschüssikowski, kleiner. Figaro, Figaro, Figaro. Du bist einfach zu stark. Naja, knapp was trotzdem. So, Freunde, wir haben noch 5 AP zum Ziehen. Eigentlich noch fehlt noch, dann haben wir noch wieder mal so 2 Kästen hier. Was sind das überhaupt wieder? Eckmund unsterblich oder wie? Sternstaubdrache, aber sogar. Oh. Leute, im nächsten Zug, im nächsten Part wohl eher, wird es Zeit, ein neues Speerfeld zu betreten mit dem Sternstaubdrachen, den wir bereits in unserem Deck haben. Sprich, also es könnte durchaus spannend werden. Aber wie spannend genau, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Cards. Oh je, ich glaube, bis ich Master der Karten werde, könnte noch ein bisschen Zeit vergehen. Oh mein Gott. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.